Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. Jetzt hat es die letzten 2 Tage leider keine Folge gegeben. Mir ist es im Allgemeinen nicht so gut gegangen und ich habe mich plus minus ein bisschen ums Zügeln gekümmert. Jetzt bald kommt da der Mocker da hinter mir, kommt jetzt auch bald noch weg, weil Ende Monat sollte ich eigentlich nicht mehr da wohnen. Und die Vorbereitung fürs Zügeln, ich glaube, das kennt jeder, wenn man mal zügelt ist ein bisschen mühsam und darum habe ich mich halt hauptsächlich auf das konzentriert und gar nicht mehr so viel gamen. Ich würde aber mal sagen, wir machen direkt mal weiter, wo wir stehen geblieben sind. Und ich versuche trotzdem wirklich jede Folge jetzt wieder aufzubringen. Es kann einfach sein, dass eben besonders gegen Ende Monat, dann, wenn ich alles muss transportieren endgültig, dass ab und zu mal eine Folge könnte ausfallen. Und ich tue mich schweren Herzens jetzt schon entschuldigen dafür. Aber sobald ich gezügelt bin, sollte ich dafür ein bisschen mehr Gas können geben. Also es ist dann das Ziel, auch wieder mit so zwei verschiedene Spiele zu spielen. Nicht nur zum Beispiel jetzt World of Warcraft, das ich gerade noch mache, sondern nochmal ein Spiel zusätzlich. Ich habe da schon eins in Planung und gleichzeitig auch noch weiteres. So, wir schauen einfach mal da weiter. Ah, da ist die Anklägerin, ja Sally. So, Quiz beenden. Schließt das Jagdritual auf dem Schwundgrufthügel ab. Annehmen. Okay, was muss ich jetzt machen? Hundemeister Loxi. Ah. Okay, was passiert denn? Privilegierte Seelen. Euer Stolz und eure Arroganz machen euch blind. Also dann, blast auf dem ausgehöhlten Zahn zur Jagd. Let's go! Also los, stolze Seelen. Möge die Furcht euch antreiben. Quest beenden! Die Büsserjagd. Sprecht mit der Fruchthetzerin auf dem Schwundgrufthügel und nehmt an der Büsserjagd teil. Dafür haben wir etwas Neues übergesehen. Nicht, das sah schmackhaft aus. Verschlingt das! Eliminiert die Verschlinger im Fluchwald. Also blöd gesagt, sind wir jetzt auf der Jagd nach diesen Seelen. Also wir spielen mit denen eigentlich eine Jagd. Sehe ich das richtig? Ach Jägeli! Ach Jägeli, was ihr da für komische Spiele habt, zu amüsieren. Lasst uns anfangen! Lasst uns die Jagd beginnen. Ja, let's go! Und die Anklägerin ist in dem Fall auch im Jagdgebiet drunter, also wir müssen die eigentlich auch jagen. Ach Jägeli, was die da für komische Spiele haben, um sich erfreuen. Hey! Geht gar nicht! Böse Spinnen! Aus! Ja, sonst müssen wir nichts töten. Komm, den ignorieren wir gerade, sonst greift mich noch der nächste an. Nein, den müssen wir auch nicht. Wir müssen von da hinten ein paar von diesen Verschlinger töten. Und ich gehe mal davon aus, von die Anklägerin werden wir am Schluss auch noch müssen metzeln. Aber das sehen wir nachher gerade mal noch schnell. So, dann 12 von denen. Sehe ich das richtig? Ah, die kleinen zählen auch. Also ich muss nicht unbedingt grosse töten, sondern ich kann eigentlich nur kleine töten. Aber ich sollte unbedingt auf die andere Seite, wegen dieser Hydra da vorne. So. So, la. Schauen wir, dass wir uns mehr hauptsächlich um die Kleinen kümmern, weil die einfach weniger Leben haben und dann kommen wir einiges schneller vorwärts. Also dunkt es mich jetzt. Und das ist ein grosser, den wir töten müssen. Okay, das heisst, wir müssen uns direkt mal schnell um den kümmern. Dann haben wir nämlich den Grossen schon mal erledigt. Und nachher schauen wir, dass wir bei den 12 weitermachen. Hundermeister Loxi gejagt. Da haben wir ja schon einen. Hallo. Ah, jetzt tun wir zuerst mal den Grossen töten, wie es aussieht. Okay. Ja, ich keine Ahnung, das ist jetzt nicht so... Wie gesagt, also Revendreth ist mir immer noch... Die Geschichte nervt mich. Da mit dem Ganzen, was da abläuft. Das ist einfach mühsam. So, erledigt. Zwingt selbst den Hundemeister in die Knie. Auf zu Lady Dunkelader mit ihm. Okay, also wir haben jetzt den irgendwie gefangen, keine Ahnung. Ich komme nicht raus. Wir sind da irgendwie einfach auf der Jagd nach irgendwelchen Sachen. Wir müssen den nächsten Verbrecher gerade sammeln. Wo finde ich den? Wo finde ich den nächsten Verbrecher? Also wenn es ja wirklich Verbrecher sind, das ist das andere.
Na komm, wir greifen da jetzt einfach mal gerade grossmässig alles an, was da uns im Weg kommt. Ich glaube, dann sind wir ziemlich gut vorwärts. Wie es aussieht, verstecken die sich und wir müssen sie in dem Fall einfach so finden. Das ist natürlich auch mal was. Aber wir müssen ja eh 12 von denen töten, dann müssen wir uns da nicht mal pressieren. Oh Jägeli, spielst 2 Tage nicht mehr, kommst auch nicht mehr raus. So. Moin. Da haben wir wieder Manifestationen ihrer verbleibenden Hoffnung. Ja, von mir aus. Greifen die mich wahrscheinlich an, jawohl. Ja, wir sind näher dran, aber ich muss dann noch irgendwelche Verbrecher suchen und ich weiss noch, wo ich die finde. Das zeigt es mir nirgends an. Das zeigt es mir nirgends an, wo ich die finde. Geht es mal in die Richtung. Da haben wir ja einen Bereich, wo wir noch von denen töten können. Also einer fehlt noch, dann haben wir die 12 eigentlich schon zusammen. Die Frage ist jetzt einfach, wo sind die Verbrecher, Anführungszeichen. Ich glaube, weißt du was, wir picken uns jetzt nämlich noch einmal einen raus. In der guten Hoffnung, dass wir nachher vielleicht angezeigt bekommen, wo sich die restlichen Verbrecher sollen befinden. Vielleicht müssen wir die auch einfach so finden, aber dann können wir trotzdem aufs Mount einfach rumreiten und hoffen, dass wir da einfach in Ruhe können umeinander laufen, ohne dass wir gesucht werden. Also, Eine weitere Beute erlegt. so, verschlingt das... Von diesen Kreaturen. So, zeigst du mir jetzt... Kümmern sich um den Rest. Zeigst du mir... Nein, es zeigt mir eben nicht an, wo sich die befinden. Der Verbrecher Tinja und Joshua, der Gnadenlose. Es zeigt mir nicht, wo sie sich befinden. Manifestationen ihrer verbleibenden Hoffnung. Also wir laufen jetzt einfach mal da rum und reiten um und schauen und hoffen, dass wir die finden. Also wir sind näher dran, sagt sie. Aber ich sehe da nirgendwo eine weitere Seele gerade momentan. Wieso muss ich so eine Scheiss-Quest machen? WTF? Hanische Seele, die brauchen wir nicht. Wir brauchen einen anderen. Da vorne, wir haben eine. Hoffnung weist den Weg. Ah Mann, jetzt müssen mich die Bären noch nerven. Okay, dann töten wir zuerst die Bären, aber wir haben die nächste Seele gefunden. Nice. Das heisst, es fehlt noch eine. Dann hoffen wir, dass wir die auch schnell locker finden. So, du stirbst jetzt auch. Und wo ist jetzt die Anklägerin? Müssen wir die nicht suchen? So, öffnen. Wo ist denn die Anklägerin versteckt? Lähmt eine Seele durch Angst, damit ihre Anima frei fließt. Okay. Okay, du laberst irgendetwas. Das interessiert mich nicht. Ich suche immer noch Verbrecherboss Tiana. Ein Boss, ein Verbrecher. Nein, wieso holen die mich ab meinem Reittier? Mein Gott, bis ich die gefunden habe, ist noch ein Jahr wieder. So ein Löli-Verein. Ich kann da nicht mal in Ruhe rumreiten. Hure mühsam. So. Da reite ich nicht mehr durch. Da hat Spinnen, die mich nerven. Gehen wir mal in die Richtung noch mal schauen. Vielleicht irgendwo da hinten. Vielleicht befindet sie sich irgendwo da hinten. Nein, lass mich in Ruhe. Abfahren. Wir suchen irgendeine Seele, die sich da versteckt. Da hinten! Nice, wir haben sie gefunden! Ich spüre die riesige So, dann greifen wir schnell die Spinnen an und dann hoffen wir, dass uns nicht allzu viele Monster jetzt verfolgen. Oh nein, gut. Ist gut, die sind wieder abgehauen. Wenn wir uns nur um die Spinnen hier kümmern. Voilà! Nice, wir haben die letzte gefunden! Verbrecher Bastiana! Ich bin außer Reichweite. Die Furcht hat eure Hirn sehr gelähmt. Okay. In Hallen der Sühne mit euch. Ja, aber wo ist die Halle von der Sühne? Ja, bitte, hör auf. Okay. Ja, ich bin fertig. Wo muss ich jetzt hin? Ich bin irgendwie in einen Kampf verwickelt, aber ich weiß nicht, welchen. Ich kann auf mein Mount steigen. Mit wem bin ich denn am Kämpfen? Ich komme nicht raus. Wir rennen einfach einmal. Wir rennen einfach einmal. Gehen wir mal. Jetzt zeigt es mir euch, wie sie da vorne gehen. Bereit zur Aufgabe. Die Büssenjagd. Wir gehen einfach mal jetzt wieder da hin. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Lasst Ah, jetzt kann ich sie bei dir abgeben. beginnen. Was bist denn du für eine Nudel? Kannst du es beenden?
Jagt die Anklägerin. Ist mir klar, dass wir die noch jagen müssen? Der Verräterin. Jetzt haben wir wieder alles in die Richtung. Okay. Verfallenen Lager. Ein Verschlinger könnte sie schon gefressen haben. Das wäre zu schade. Es wäre schade, aber ja. Probieren wir es mal. So jagen wir die Anklägerin. Also wenn immer noch so mächtig ist wie beim letzten Mal, dann wird das jetzt gerade kein leichtes Spiel. Sind meine Drachenfalken tot oder sind die... Nein, die sind noch da. Okay. Wir haben die Anklägerin gefunden. Erbärmlicher Verräter. Öffnet Ihr eure seid Augen in und einer benutzt die Sackgasse. Kraft. Es ist der einzige Weg. Was muss ich machen? Stundgänger. Ah, Denatrius benutzt euch als Spielfigur. da bist du schon. Sie ist bald zurück. Wir haben kaum Zeit. Ich zeige euch die Wahrheit. Okay, also wie es aussieht, will sie uns ihre Seite von der Geschichte erzählen. Ich wollte nicht sagen, er hat die Wahrheit gesagt oder sie, sondern zeige es mir. Denatrius hat euch geblendet. Ich öffne euch die Augen. Ja, let's go. Und bring mich einfach nicht um. Oh. Wendet euch durch die Schatten, um am Zielort zu erscheinen. Wertet das als Vertrauensbeweis. Sie hat uns teleportieren gelernt. Ohne Sühne, keine Vergebung. Quiz beenden. Folgt der Anklägerin durch den Spiegel und erfahrt die Wahrheit über Revendrith. Füllt euren Okay. Folgt mir, Stundgänger. Ja, lass mich durch. Ihr werdet sehen, für welche Seite Okay. ihr gekämpft habt. Seht nur, unsere Stimme des Volkes dient Revendreth nicht im geringsten. Ich bin bereit. Wie ich schon sagte, Garf, lässt sich so ein heikler Prozess nicht beschleunigen. Anima ernten erfordert Finesse. Unser Freund wird ungeduldig. Jüngste Ereignisse verlangen, dass wir unsere Anstrengungen forcieren. Ans Werk in Nerva. Aber Meister Na, was haben wir denn hier? Ihr müsst wirklich besser auf ungebetene Gäste achten, meine Dame. mein Graf. Meine Holy- trotzige Anklägerin und ihr armer Sterblicher. Beeindruckend, dass ihr unser kleines Geheimnis entdeckt habt. Wenn auch etwas lästig. Ihr entzieht eurem eigenen Volk Anima und verursacht eine Dürre in den Schattenlanden. Warum? Die anderen Reiche würden dieses kostbarste Gut vergeuden. Das lasse ich nicht zu. Seid versichert, diese Anima dient einem höheren Zweck. Aber ich fürchte, ihr werdet diesen Triumph nicht miterleben. Ich kümmere mich um Sie, Graf. Ohne Gnade. Aber natürlich werden wir das. Hä? Also er verklaut Anima in den ganzen Schattenland. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ich brauche etwas Zeit, um einen Ausweg zu finden. An meine Seite. Okay, wir haben uns die Seite gewechselt. Wie es aussieht, ist ja der Nanterius im Böse, der da die ganze Schattenlande Anima klaut. Okay. Gott sei Dank. Da ist mir nämlich gegen den Keks gegangen. Besonders der Kämmerer. So, wir müssen einfach schauen, dass wir ihr da alle schnell vom Leib halten, damit sie, wie es aussieht, da wieder ein neues Portal kann eröffnen kann. Der Meister wird euren jämmerlichen Widerstand zerschlagen. So. 40% haben wir schon mal. Wir kommen, wie es aussieht, pro Gegner 10% über. Das heisst, es fehlen uns noch 6 Gegner. Let's go! Eure Anima wird dem Grafen sehr dienlich sein. Okay. Gut, ich frage mich von Anfang an, was haben sie erwartet, dass die Anklägerin sich einfach lässt in so einer wilden Jagd, wie sagen wir nicht, niederstrecken? Weil eben, die ist mächtiger, als man denkt. Also, das ist mir ja schon beim letzten Mal aufgefallen. Wieso hat sie ja ihr Medaillon nicht mehr, aber wieso, ja. Ich weiss auch nicht, was so ein Medaillon genau ausmacht. Aber, ich habe das Gefühl, wir haben die richtige Seite jetzt. Besonders der Nanterius greift uns an.
Klaut am ganzen Schattenland ein Anima. Was schuld ist an dieser kompletten Dürre. Ah, noch einer. Okay. Und das können wir ehrlich gesagt ja nicht zulassen. Der Spiegel ist repariert. Los, wir müssen gehen. Ja, let's go. Nein! Haltet sie auf! Narren! Let's go! Die Welt macht mich fertig. Sally, Anklägerin. Quest beenden. Such die Anklägerin an der Schauerkuppe auf. Wir treffen uns dort, Schlundgänger. Warte, ich kann da jetzt nicht durchlaufen, glaubst du? Ich muss jetzt da durch. Warnen sich zu wappnen. Okay, let's go. Unsere Verbündete. Hey, jetzt ist sie einfach frei wieder. Wo ist denn jetzt die andere an mit von der Jagd? Wo ist die denn von der Jagd an? Okay. Lauf davon, hilfloser Oh. Sterblicher. Meine Hoffnungsbrecher werden euch finden. Nein, das glaubst nur du. Das glaubst nur du. Mich findet niemand und wenn, dann strecken wir ihn nieder und zeigen ihm, wer da der Chef im Haus ist. Der Notarius, du bist einfach ein Saftsack, dass du da im ganzen Land und am ganzen Schattenland die ganze Zeit Anima klaust. Warum auch immer, er hat gemeint, es dient zu einem höheren Zweck. Das finden wir wahrscheinlich noch raus, aber ich bin kein Fan davon. Ich bin gar kein Fan davon und ich bin ziemlich enttäuscht. Also nein, aber ich bin froh. Weil da muss ich nicht mehr für die Kamera kämpfen. Aber ich finde es krass, wie jetzt die ganze Sicht sich wieder geändert hat, also wie es ausgesehen haben die Rebellen doch recht. Also das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Wer hat recht von diesen zwei? Sicher. Wir werden ganz Revendreth durchsuchen, wenn es sein muss. Ja, von mir aus. Bist jetzt einfach mal. Du bist doch jetzt einfach mal ruhig. Bist doch jetzt einfach mal ruhig. So. Die Anklägerin, da ist Draven. Quest beenden! Die Hoffnungsbrecher brechen. Benutzt die Fiole im konzentrierten Anima, um die Hoffnungsbrecher in der Schauerkuppe zu besiegen. Stellt 8 manipulierte Anima-Behälter auf. Annehmen. Rekrutiert Waschhauptmann Boromond und Taktikerin Saka. Okay. Eure Mission ist entscheidend. Die Falle muss gut platziert sein, damit wir Erfolg haben. Ja, wieso helfen die mir denn nicht? Wir treffen uns am Anwesen. Im hinteren Wieso Teil des helfen die mir Dorfes. denn nicht? Dann würde ich das sicher leichter ablaufen. Am Schluss mache ich jetzt da wieder alles. Was ist da unten? Muss ich da runter? Es sieht ja noch aus, als müsste ich da runter gehen. Also wir haben einiges zu tun. Wer bist du? Boromond, Sally! Wachhauptmann Boromond, Anima Fusion. Jetzt tun wir ihn wiederbeleben, das sind ja die Steinkauen. Das sind ja... Wer sie beschwört, denen dienen sie auch. Das heisst, wir haben jetzt einen Diener. So. Ich komme nicht genau draus, was wir alles mitmachen, besonders das da. Hoffnungsbrecher Markkugeltöter. Ah, das ist dann einfach, wenn wir irgendwelche Leute töten. Das ist easy. Wir versuchen da alle ein bisschen ignorieren. Klar, wir hätten da noch eine Nebenquest, aber die interessiert mich ehrlich gesagt nicht so groß. Wir wollen da völlig auf der Hauptquest bleiben. Das ist so eine. Okay. Okay, ich werde gerade wieder von mehreren angegriffen, das ist nicht gerade so nice. Wir müssen zuerst mal den da umnieten. Kann ich da nochmal einen Trank rühren? Ah, da kommen so Viechli aus dem Portal raus und unterstützen uns. Oh mein Gott. Voll nice. Unterstützt mich auch bei denen. Unterstützt mich doch auch bei denen. Oh Jägeli. So. Das bringen wir wieder irgendwie in den Griff. Das bringen wir wieder irgendwie in den Griff. Da hinten haben wir sogar noch so einen Anima-Kanister. Ein Anima-Behälter? Ja, so les. So, oder? Wer bist du? Ah, die müssen wir rekrutieren gerade da. Nice, 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 nice. Dann beleben wir dich wieder, let's go. Nice, die haben wir. Jetzt fehlen uns noch ein paar Anima-Kanister. Jetzt ist aber die Frage. Nein, uns fehlen noch... Von denen auch noch. Dann machen wir uns doch in die Richtung. Müssen wir irgendwie da durchgehen. Das heisst, ohne Kämpfen kommen wir da wahrscheinlich nicht durch. Das heisst, wir räumen dich aus dem Weg, dann können wir da nämlich in Ruhe durchspazieren. Dann sollte das Ganze gar kein Problem darstellen. So.
Die machen mega Schaden. Mega Schaden. So, stirb. Jawohl. Jetzt können wir dann auch mit Ruhe so rundherum durchlaufen und hoffen, dass wir da nicht allzu viele Gegner auf uns locken. Und der nächste Gegner ist da hinten. Oder da oben, da hinten. Wir tun jetzt dort töten, dass wir sowieso den Anima-Kanister rankommen. Und dann können wir nachher in Ruhe rumlaufen und schauen, was wir da so haben. So, nice. Oh nein, da hinten schleicht sie um. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Habt ihr den Schlundgänger gesehen? Sprecht oder ich lasse. Heute scheint sich So. die Jägerin auszuliefern. Ja, das sagst du sehr schön. Das sagst du sehr schön. Wir liefern uns nicht aus, sondern wir werden dir jetzt einfach mal eins auf den Zipfel hauen. Was das jetzt gerade braucht, hat keine Ahnung, aber wir rühren da nochmal einen Trank, damit wir da ein bisschen besser vorwärts kommen. So. Komm, ich markiere dich noch. So, nice. Das heisst, es fehlt uns noch eine und die ist da draussen am Rumhängen. Und das heisst, es fehlen uns jetzt ein paar Anima-Kanister. Und zwar 3 Stück Anima-Kanister und ein grosser Gegner. Oh, da haben wir noch so ein Anima-Dings. Und ein grosser Gegner, der sollte sich gerade da hinten befinden. So, das können wir auch schnell machen. Wir werden hier angegriffen. So. Voilà, das kommt schon gut, das kommt schon gut. Sie sollen einfach meine Drachenfalke angreifen, dann ist eigentlich alles völlig in Ordnung. So, jetzt fehlt uns noch ein Anima-Kanister, den haben wir da vorne, plus müssen wir den noch töten. Es läuft doch schon ziemlich gut. Läuft doch ziemlich gut, wir kommen vorwärts. So. Wir schauen, sobald wir den Tranken wieder einsetzen, dass wir den einsetzen. So. Ja, das Bonusziel interessiert mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Du musst ja nicht die ganze Zeit aufleuchten, Löli. So, la. Come on, come on, come on, come on. Stirb. Nice, okay. Der Kampf gegen meine Hoffnungsbrecher verrät eure Position. Euer Ende ist nah. Ja, das sagst jetzt du. Jetzt schauen wir gerade mal, welchem sein Ende nah ist. Schätzerin auf der Straße zur Schauergruppe Habt ihr den entdeckt. Schlundgänger Bereitet gesehen? euch Die rasch Beute vor. scheint sich seiner Jägerin auszuliefern. Okay. Wir müssen einfach mal irgendwie durchleiten, schauen, ob wir da nicht unbedingt gefasst werden. Und dann gehen wir mal da hinten güchseln, weil die warten da schon gemütlich auf uns. Die liebe Anklägerin, General Draven. Wie es aussieht, haben wir wirklich komplett Seiten gewechselt. Und der Denterius hat sich als Lügner entpuppt. Und ja, ich persönlich würde aber sagen, wie es weitergeht. Das schauen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, Runde World of Warcraft mit dem Schweizer. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nicht vergessen, Abo nicht vergessen. Ein Kommentar, wenn noch langweilig ist. Ich würde sagen, bis in der nächsten Folge. Danke vielmals und ciao.